Guten Tag, hallo zusammen. Ich begrüße euch, ich begrüße dich ganz herzlich. Oh, da sehe ich, ist etwas noch nicht so gut. Mein Bild fehlt. Mein Bild fehlt. Jetzt ist es gegangen. Also, heute haben wir einen kurzen Livestream. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was wir heute am Abend machen, über was wir heute am Abend reden, in unserem VIP Schweizerdeutsch-Kurs. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, über unsere Pläne, was wir wollen. Also, was willst du? Was willst du machen? Was willst du lernen? Was willst du sehen? Vielleicht. Und da in dieser Geschichte haben wir Leute, die wollen lernen tanzen. Vor allem, was denkt ihr, wer will eher lernen tanzen? Die Frau oder der Mann? Hallo Olivia, schön bist du da. Also, wir reden heute über das Verb wollen. Ich will, du willst, er will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will. Also das ist dann ähnlicher wie Hochdeutsch, zum Beispiel in Zürich oder in Schaffhausen oder so. Ich will, du willst, er will. Aber ich sage, ich will. Für mich klingt will komisch. Olivia, du willst dein Schweizerdeutsch verbessern. Das ist gut. Du bist eine Fleissige. Du bist immer wieder dabei, wenn wir einen Livestream haben. Schön bist du da. Hallo Hamza. Wie geht's? Fragst du mich. Ganz gut, danke. Ich habe jetzt gerade ein bisschen technische Probleme gehabt, bis mein iPhone mit dem Computer sich hat verbinden und das alles klappt. Und auch, ich glaube, jetzt ist gut, weil vorher ist ein bisschen das Bild verspätet gewesen und der Ton ist früher gewesen. Und so gibt es Sachen, wo ich unbedingt nachher wollte, richtig einstellen, bevor ich meine Live anfasse. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn ich rede und dann nachher das Maul erst später bewegt. Also du hörst etwas und erst im Nachhinein bewegt sich dann mein Maul. Das ist ein bisschen komisch immer, oder? Hallo Yang, Cheng, guten Tag. Also, wir wollen heute darüber reden, was wir wollen. Olivia, du hast schon geschrieben, du willst dein Schweizerdeutsch verbessern. Ich will... Hamza, du denkst, Olivia ist besser als die anderen. Ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen, was euer Level ist von Schweizerdeutsch. Aber natürlich, wie immer, Übung macht den Meister. Je mehr du Kontakt hast mit der Sprache, je mehr du dazu kommst, Schweizerdeutsch zu reden und Schweizerdeutsch zu üben, zu brauchen, dann nachher, desto besser wirst du auch mit deinem Schweizerdeutsch. Also es ist schön, bist du da. Das ist sicher etwas, was dir auch wieder einen kleinen Schritt weiterhilft. In welcher Region lebt ihr? Von wo schreiben ihr uns? Genau, das ist eine gute Frage, weil je nachdem, wo ihr basiert sind in der Schweiz, redet man ein bisschen anders, ein bisschen anderes Dialekt und es ist immer gut zu wissen, wenn ich vielleicht etwas weiss über die Dialekt, wo ihr dort in der Umgebung habt, dann kann ich vielleicht euch auch einen Tipp geben. Also, da haben wir ein Bild, wo zwei tanzen. Die Frau hat gefragt, willst du nicht mit mir tanzen? Ich will unbedingt tanzen. Oder ich will lernen tanzen. Das ist etwas, was meine Tochter sehr gerne macht. Sie tut tanzen. Sie will unbedingt tanzen. Sie geht jede Woche ins Training und macht viel, dass sie Fortschritt machen kann, dass sie besser werden kann, weil sie will tanzen. Das ist ihre Leidenschaft. Tanzen ist gut für die Gesundheit. Ja, das Nomen ist die Gesundheit und man kann auch sagen, einfach Tanzen ist gesund. Ja,
solange man es nicht zu wild macht und dann ein Bein bricht, ist Tanzen gesund, ja. Aber Bein kann man immer brechen. Mein Schwager hat gerade letzte Woche seinen Fuß gebrochen beim Stegenlaufen. Also man muss nicht unbedingt tanzen. Äh, Es kann auch einfach so passieren. Also ich wollte eigentlich auch einen Tanzkurs machen, aber es ist nicht ganz einfach, meinen Mann dazu zu motivieren, und vor allem es ist nicht ganz einfach, Zeit dazu zu finden. Kurs, der stattfindet an einem Tag oder zu einer Zeit, die uns passt, und dann nachher, dass man dann noch Zeit dazu findet, das zu machen. Hamza, du willst im Oktober auf Aargau reisen. Also der Aargau ist der Kanton und Aarau ist die Stadt. Du willst in den Kanton Aargau reisen, irgendwo. Aber jetzt bist du gerade im Libanon. Aber du bist sicher schon in der Schweiz gewesen, wenn ich so sehe, wie du Schweizerdeutsch schreiben, ja? Olivia, du möchtest auch nach Libanon fahren. Ja, äh, ich bin noch nie im Mittleren Osten gsi, weder in Libanon noch sonst niemand, aber das wäre vielleicht einiges ein Ziel. Nur, ja, die Frage ist eben schon wieder wie mit dem Tanzen, ist die Frage Zeit und Prioritäten. Genau. Ja, was willst du unbedingt sehen, wenn wir schon da sind? Olivia, du sagst, du willst in Libanon fahren. Äh, Wohin der Hamza, du möchtest in die Schweiz gehen, auf Aarau oder Aargau im Kanton Aargau. Ähm, und jetzt steht der Sommer vor der Tür. Vielleicht wollt ihr ein bisschen reisen in diesem Sommer. Wohin wollt ihr gehen? Wohin wollt ihr gehen? Von was träumt ihr? Yang Shang, du kannst gut Tibetisch tanzen. Wow! Und du tanzst gern. Ich muss nachher mal schauen auf Internet, wie das aussieht, tibetischer Tanz. Ich habe mehr so Bilder im Kopf von japanischem Tanz, aber ich weiß nicht, ob das ähnlich ist. Sehr wahrscheinlich hast du dann irgendwie ein traditionelles Gewand an und ja, und dann müsste man sich das vorstellen mit tibetischen Bergen im Hintergrund noch. Olivia, du willst auf Afrika gehen, genau. Ich wollte auch auf Afrika gehen. Wir könnten vielleicht einmal zusammen auf Afrika gehen. Ich bin in Afrika geboren, aber ich bin nie mehr dort gewesen, und ich möchte einmal schauen, wo ich geboren bin, und so ein bisschen das Land erkunden. So nicht nur einfach irgendwie Strandferien machen, aber das Land ein bisschen kennenlernen und vielleicht die Leute ein bisschen kennenlernen. Das wäre schön. Ich wollte auf Afrika gehen. Zum Beispiel eben auf Ruanda oder ja, wer weiß. Oder Kenia ist auch scheinbar sehr schön, ist glaube ich ein bisschen touristischer, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich nicht so gut informiert, aber ich könnte mich als erstes ja mal schon informieren. Ich wollte mich diesen Sommer über Afrika informieren und schauen, ob das möglich wäre, irgendwann zu gehen. Ja, wir wollen im Sommer zu meinen Eltern gehen. Wir sehen meine Eltern nicht so häufig und wir wollen mit der ganzen Familie zu meinen Eltern auf Zürich gehen. Sie wohnen neu in Zürich und Zürich ist für junge Menschen sehr eine interessante Stadt, denke ich. Und wir wollen mit der Familie ein Zeitchen lang oder sogar 2 Wochen lang in Zürich verbringen. Genau, das ist vielleicht nicht so weit und nicht so exotisch, aber es ist sicher schön, wenn man die Gelegenheit hat. Ja, was wollt ihr diesen Sommer vielleicht
für einen Film schauen oder für ein Buch lesen. Vielleicht habt ihr auch schon Pläne, was ihr machen wollt. Oder was wollt ihr, welche Leute, welche Länder wollt ihr sehen und welche Sprachen wollt ihr lernen? Also, die Olivia will Schweizerdeutsch lernen. Oder was wollt ihr lernen generell? Ich möchte lernen tanzen, aber ich möchte es eigentlich nicht lernen tanzen, sondern ich will einfach können tanzen. Das wäre noch das Bessere, wenn man einfach so tanzen kann. Olivia, du willst mehr lesen. Du willst mehr lesen. Ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen oder meine Prioritäten für meine Freizeit sind nicht unbedingt Lesen und Fernsehen schauen oder so, weil ich sitze schon viel während dem Arbeiten. Also ich habe andere Prioritäten in meiner Freizeit, aber ich habe sehr gerne Bücher und darum höre ich gerne Bücher hören. Hörbücher hören. Ich will diesen Sommer sicher 2, 3 verschiedene Hörbücher hören. Im Moment hören wir eins mit meinem Mann zusammen, meine Mann und ich, wir hören eins vom Ken Follett. Der hat immer interessante historische Romane. Vielleicht kann ich dir das empfehlen und dann willst du das auch in nächster Zeit einmal lesen oder hören. Gut, also heute am Abend am 8. Uhr ist die Geschichte von dem Paar. Sie sind noch nicht geheiratet, sie sind noch nicht ein Ehepaar, sie bereiten sich vor auf ihre Hochzeit und sie entscheiden sich, einen Tanzkurs zu machen, weil die Frau möchte unbedingt tanzen und der Mann, er kann nicht tanzen. Und sie lernen daheim, vielleicht online mit YouTube oder so, lernen sie tanzen. Und sie sind ganz flüssig, also sie üben jeden Tag 2 Stunden. Wir müssen jeden Tag 2 Stunden üben, sagen sie sich, dass sie dann einen schönen Tanz vortanzen können an ihrem Hochzeit. Yang Cheng, du willst mehr Dialekt lernen, weil du schaffst im Altersheim und im Altersheim hast du auch Leute, die mit dir Dialekt reden. Genau. Wenn du noch mehr Dialekt willst reden, dann kannst du dich auch einschreiben in unserem VIP-Kurs. Da unten ist die Adresse. Die Adresse von unserer Homepage, Swiss German Online. Und du kannst dich einen Monat lang gratis einschreiben auf dieser Homepage. Entschuldigung. Ich muss gerade noch etwas schauen. Das ist etwas falsch gegangen. Du kannst dich einen Monat lang gratis einschreiben auf unserer Homepage. Du kannst unsere Geschichten sehen, die wir bis jetzt hatten. Wir reden mit Geschichten in Dialogform Schweizerdeutsch reden. Es hat auch Flashcards. Und nach diesen 30 Minuten Livestream haben wir auch die Möglichkeit, dass du kannst auf einem Online-Treffen teilnehmen kannst. Speaking Practice heisst das. Und dann können wir zusammen auch üben reden, weil nicht nur lesen und hören, sondern auch reden, Schweizerdeutsch reden. Wir durchlesen den Dialog noch einmal durchlesen und über die verschiedenen Fragen diskutieren. Und ich weiss nicht, wie das ist, ob ihr schon Hochdeutsch kennt oder ob ihr auch Hochdeutsch reden. Wir haben das gleiche Angebot, genau das gleiche eigentlich für Hochdeutsch, wo du dich auch einschreiben kannst. Und dann kannst du den gleichen Dialog vergleichen mit dem schweizerdeutschen Dialog und so kannst du auch Hochdeutsch lernen. Der Link ist auch unter dem Video. Kannst du schauen. German Dog heisst unsere Homepage. Das ist ein lustiger Name. Aber wir haben einen Hund. Und das ist unser Maskottli für German Dog. German.dog Subscriptions. Genau. So ist das. Also, wir stehen am Anfang vom Sommer. Letzte Woche hat der Sommer angefangen.
Und haben vielleicht ganz viele Pläne, Sachen, die wir machen wollen. Und wir wollen den Sommer nutzen. Wir wollen ein bisschen uns erholen. Wir wollen in die Ferien gehen. Wir wollen die Welt entdecken. Wir wollen sicher in See gehen baden oder in Fluss, in die Aare oder in Rhein oder in die Limmat oder in sonst einen Fluss gehen baden. Und wir wollen sicher auch unsere Familie und Freunde treffen. Das ist so unser Programm für den Sommer. Ich hoffe, ihr könnt auch einige von diesen Sachen realisieren. Und wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen und mit ihnen Sachen unternehmen. Und so. Ich persönlich, ich will auch daheim ein bisschen, zum Beispiel die Stube neu streichen oder irgendwie etwas machen, was ich machen kann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also vielleicht die Stube neu streichen, die Wände neu streichen oder draussen haben wir auch ein grosses Projekt, dass wir einen Zaun neu machen. Der Zaun zwischen den Nachbarn und uns ist schon alt und kaputt und da wir lernen den machen, aber den müssen wir dann auch anmalen. Das ist ein Holzzaun und den müssen wir imprägnieren. Genau, das ist das, was wir wollen, was bei uns ansteht, diesen Sommer. Ich hoffe, ihr habt auch Projekte, die ihr könnt realisieren jetzt im Sommer, wo vielleicht unter einem Jahr ein bisschen schwierig ist. Und schaut rein auf swissgermanonline.com, das testen, auch German Dog. Ihr könnt das auch testen, einen Monat lang. Und dann nachher könnt ihr schauen, vielleicht ist das ja eine gute Art und ihr wollt weiterhin mit uns Schweizerdeutsch lernen. Das ist dann eine Subskription, also ein Abo, wo jeden Monat einfach 45 Franken kostet. Nur 45 Franken jeden Monat und der erste Monat gratis. Und du hast ganz, ganz viele schon Materialien online, die du kannst anschauen kannst. Also, es hat mich gefreut, dass ihr da seid. Yang Cheng und Hamza und Olivia, ich wünsche euch ganz eine schöne Woche, allen anderen auch. Macht's gut und vielleicht sehen wir uns heute Abend am 8. im VIP Schweizerdeutsch Kurs. Bis bald. Tschüss zusammen.